Seit mittlerweile engem Jahr kämpfen Großteile von der Welt mit der Covid-Pandemie. Wenn es dem Virus gegen den wir so lange nicht wehren konnten, schwätzen wir regelmäßig von Lockdowns, Teststatistiken, Infektionsketten und so weiter. Und nachdem es am letzten Herbst die zweite Welle über Europa rangebracht ist, hat es so ausgesehen, wie wenn wir so bald nicht könnten zurück an die Normalität. Bis Ende vom Jahr das Nachricht kommt. Et gëtt lo konkret Hoffnung fir een Impfstoff géint de Coronavirus. D'Pharmaentreprise BioNTech huet haut Resultater vun ihrer Etude rausginn, aus derer firgeht, dats hire Vakzin zu méi wie 90% géint de Coronavirus schützt. Ech selber hummer der Norricht eng kleng Lucht Ende vom Tunnel gesinn. Wa mir lo séier e Vakzin hunn a jiddere sech impfe läist, da kennte mir die Pandemie ha jo relativ séier hannerdeis lussen. Et huet sech aber herausgestellt, dat ich do wolle bisssen ze optimistisch war. A genau um dee Sujet geht et haut. Wat huet dann ech mat der Impfung op sech, a wo sie mir am Moment drun? Schon am Dezember huet de Premier Xavier Bettel op enger Pressekonferenz darüber informéiert, wéi d'Impfstrategie heut zu Lützeburg soll ausgesinn. Et bleibt Volontariat baséiert fir geimpft ze gin, also klar an deitlich gesot, et gëtt keng Impfpflicht am Grand Duché. Dat gilt fir jidereen, et gilt auch fir den Staat als Rolle vom Patron. Wir werden auch keine Obligation für die Leute gehen, die beim Staat schaffen, werden auch nicht müssen impfen lassen. Zweite Frage, die wir heute Morgen noch beantworten können, ist, dass Impfen auch heute zu Lützeburg wird gratis sind. Der Staat wird selbstverständlich bei der Akquisition allein von den Impfungen schon eine Reihe von Kosten haben, mit die ganze logistischen Deal wird auch ein Deal Kosten, die groß sind. Wir sind der Meinung, dass das auch eine Responsabilität vom Staat ist an dieser Pandemie, weil das auch ein Vorumfang von der Allgemeinheit und dafür soll auch die Allgemeinheit können von einem Vakzin profitieren. Op derselbe Pressekonferenz hat der Premier aber auch ein Sujet angeschwärzt, das viele Leute beschäftigt. Wir sind der Meinung, dass es aber auch wichtig ist und dass es für allem, wenn es dem Devoir de Präcaution auch von einer Impfung wichtig ist, sich Zeit zu lassen. Das nicht, weil andere Länder anfangen mit Impfen, wo man ein paar Stunden dann noch ein Impfstoff validiert wird. Wir haben, wie gesagt, eine EMA, die sieht, dass du ein präzise Arbeit muss gemacht werden, dass alle froh auch eine Antwort sollt kriegen. Aber für uns, auch wenn ein paar Wochen, wie lange dauert, sind wir der Überzeugung, dass es besser ist, in den Impfstoff, den sicher ist, wie ein Dut abzulösen, just weil ihnen Echter will herausbringen. Das heißt, die Sicherheit auch vom Impfstoff als für uns ein von den primordialen Punkten auch an dieser Impfstrategie. Das Pressekonferenz gouf den 4. Dezember aufgehalten. Und es hat sich dann noch herausgestellt, dass viele Menschen an einer ersten Etappe Bedenken vis-à-vis von den neuen Impfstoffen hatten und noch immer haben. Auf den sozialen Medien, aber bei verschiedenen Medienhäusern sind Theorien zirkuliert, dass beim Impfstoff vielleicht nicht immer alles gut läuft, dass es Nebenwirkungen gibt und dass sie sich eventuell einfach nicht so impfen lassen. Dafür habe ich mir gedacht, dass wir genau diese Behauptungen und Theorien sollte mit einem Expert aufklären. Den Dr. Gerard Schockmel, als Spezialist für Infektionskrankheiten an den Hôpital Robert Schumann, an einem Moment ein gefrohter Mann. An den letzten Wochen am Main sind uns auf unseren sozialen Kanälen immens viele Theorien und Aussagen begegnet, die ich einfach mal vorlesen und gucken, was ihr dazu sagt. Eng davon ist, Covid-19 ist nicht mehr schlimm wie eine normale Grippe und dafür sollte ihr sich am Anfang auch nicht dafür impfen lassen. Ja, also eine normale Grippe, da haben wir eine gewisse Erfahrung damit. Das ist ja so, dass der Grippevirus zirkuliert im Prinzip am Winter, alle Jahre changiert sind relativ mehr oder minder vis-à-vis von den Jahren für drin. Wir sind das gewinnt. Das heißt, wir wissen, eine gewisse Partie Leute lässt sich gegen Grippe impfen, andere lassen sich nicht impfen. Es gibt immer Leute, die dann noch krank sind unter Grippe und die vielleicht auf der Arbeit fehlen, weil sie in dem Moment Grippe haben. Die hat auch einen gewissen Teil von Leuten, die hospitalisiert, für allem ältere Leute, die Grippe entwickeln oder die vielleicht gewisse Risikofaktoren haben, vielleicht mit der Lunge, mit dem Herz und dann nur noch eine Grippe dabei kriegen. Das sind wir gewinnt und das wissen wir zu gerieren, das tun wir alle Jahre. Mit dem Coronavirus, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich meine, was heute passiert, dass
was das Gesundheitssystem, was Spitäler anbelangt. Von der Region erinnert schon Anfang vom letzten Jahr, was an Italien, an Spanien, an Frankreich Last war, dass man Patienten überholen und dass Patienten überholen sind international, weil die Spitäler nicht mehr gepackt haben, dass Doktoren, Infirmieren an anderen Spitäler gegangen sind, für ihnen zu helfen. Die Mortalität, die Probleme, die haben wir bei der Grippe nicht. Ich meine, Grippe wissen wir genau, wie es passiert, wir haben nicht all Jahr. An der Zeit ist das schon relativ einzigartig. Wenn ihr dann auch noch bedenkt, dass ja auch, also die Sterblichkeit, die ist ja ganz hoch bei den älteren Leuten, das wissen wir. Aber die fanden sie auch bei Leuten, die jung sind, die Risikofaktoren haben, auch Chef d'Entreprise, kann sterben, am besten Jahren Covid. Und die hat auch junge Leute, die zum Beispiel gar nicht weiter krank gehen, und danach aber eine sogenannte lange Covid entwickeln. Das heißt, danach schmecken sie nicht, riechen sie nicht, oder sie haben eine chronische Müdigkeit, was wirklich kann verhindern, dass die normal schafft, oder sie haben Herzrhythmusstörungen, oder sie haben das, was die Amerikaner Brain Fog nennen. Das heißt, sie können sich nicht konzentrieren, sie fangen nicht wieder nicht, sie haben hier Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht. Und das fand er bei jungen Leuten, die waren nicht weiter krank. Bei denen, die aber krank waren, ich meine, denen, die eine schwere Lungenentzündung hatten, den hat ja nur vielleicht Narben an der Lunge, den ist nicht gestorben, mit denen sie Leben lang geheilt. Das heißt, also mit der Grippe hat das wenig zu tun. Was man auch oft hören ist, dass den mRNA-Impfstoff gut angreifen und sogar vielleicht schädigen. Ja, da haben wir gar keinen Anhaltspunkt dafür, weil erstens die RNA, Messenger-RNA, die geht ja ganz sehr degradiert, nur politisch ist nicht mehr nachweisbar. Zweitens geht die Messenger-RNA ja gar nicht an den Zellkern. Da geht also ganz sicher nicht am Material von der Zelle integriert. Das ist das. Das Zweite ist, wenn die sieht, den Impfstoff oder den RNA-Impfstoff ist gefährlich, die muss immer daran denken, dass man dann ein Risiko hat, sich mit dem Virus zu infizieren. Der Virus ist ein RNA-Virus und der produziert ganz viel verschiedene Messenger-RNA. Für all einzig Virus-Protein gibt ein anderer Messenger-RNA am Fall von der Infektion produziert. Außerdem möchte Messenger-RNA für als Zellen umzuprogrammieren. Als Zellen fuhren hier normale Programme zurück, für so viel wie möglich neue Viruspartikel, Millionen davon zu produzieren. Das von ihnen sich infiziert. Du hast einen echten RNA-Problem, Messenger-RNA-Problem mit dem Virus. Wenn ihr guckt, den Impfstoff, du hast ja von der ganzen RNA vom Virus nicht mehr nach E-Fragment da, nämlich das, was für das Spike-Protein kodiert, ein einziges Protein. Und Virus ist sowieso kein am Spiel, also das ist auf jeden Fall ein sicherer Weg. Ein großes Diskussionsthema war auch immer, dass die verschiedenen Impfstoffe zu sehr entwickelt und zugelassen werden. Das ist ein Sujet, den noch den DP-Fraktionspräsident Gilles Baum an der Chambre abgegriffen hat. Die Zulassungsprozedur steht auch schon an der Kritik. In der anderen, weil Großbritannien und die USA wachsen mehr sehr zugelassen haben, für Impfkampagnen wie frei zu starten. Die Europäische Medikamentenagenz wollt die Prozedur aber korrekt anhalten, am nicht überstürzen. Und ich bin der Überzeugung, dass das die richtige Decision war. Die Zulassung von einem Vaccin garantiert nicht nur, dass ein Vaccin sicher und effizient ist, wie sie haben aber auch Vertrauen. Und viele Leute sind auch schon verunsichert, weil die Impfstoffentwicklung das kann ja so sehr gehen. Eine Zulassungsprozedur zu überstürzen, hat das noch verschlimmert. Wir brauchen aber Vertrauen von den Leuten, für das sie mal auf den Weg gehen, für sich auch impfen zu lassen. Und natürlich wollte ich auch den Dr. Schockmel damit konfrontieren, dass oft behauptet wird, dass die verschiedenen Impfstoffe zu sehr entwickelt und zugelassen werden. Ja, das kann also tatsächlich sehr gegangen, aber da das nicht aus Zufall und das ist doch nicht, dass die Sicherheit gelitten hat. Wir wussten ja schon, dass bei Coronaviren auf das Spike-Protein ankommt, wenn wir einen Impfstoff entwickeln. Das wissen wir hinter dem SARS, das war 2002, hinter dem MERS-Coronavirus, das 2012. Und wir haben ja probiert, gegen die SARS-Impfstoffe zu entwickeln. Die waren nicht mehr bei deren getestet, auch gegen den MERS-Coronavirus haben wir angefangen, Impfstoffe zu entwickeln. Und so könnt den heute Coronavirus, das heißt, die nämlich Firmen, die nämlich Technologien, die schon am Ersatz waren, sie heute direkt zum Droh kommen.
Viel Erfahrung haben wir auch gewonnen mit dem Ebola-Virus, weil zum Beispiel den Adenovirus-Impfstoff von Johnson & Johnson gegen den Ebola-Virus, den ist ja schon zugelassen von der Europäischen Agenz für die Medikamente. Das heißt, hier hat man einen strategischen Vorteil, weil wir eben schon bei Coronaviren eine große Erfahrung haben. Das andere, was auch eine Rolle spielt, ist, die ersten Impfstoffe waren RNA-Impfstoffe. Und das ist ja ganz einfach herzustellen. Du brauchst da keine großen Zellkulturen, du brauchst kein Virus. Das heißt, du hast keine größere Sicherheitsoplage, wie wenn der logische Impfstoff klassisch mit inaktiviertem Virus oder mit aufgeschwächtem Virus, muss aber für dich Virus sein. Hier ist gar kein Virus am Spiel beim RNA-Impfstoff und dann ist ganz einfach zu synthetisieren und dafür wie auch zu werden, wären das die echten Impfstoffe, die zugelassen sind. Dann ist es sehr gegangen, wie es der Produktion. Wenn es der Forschung, wenn es der Entwicklung, haben sie Milliarden zur Verfügung gestellt. Die ganze Welt hat den Impfstoffe geforscht. Und das hat immens geholfen. Die hat Kollaborationen an Hutzelo zwischen Universitäten, zwischen Entreprisen, zwischen Mäzenen, was ja auch ganz wichtig ist, zwischen internationalen Organisationen und Behörden, die zusammen schaffen, wie man das noch nie kannten. Das hat immens geholfen. Wenn man die Etude guckt, zum Beispiel Pfizer-BioNTech, an der Phase 3, das ist eine Etude mit 44.000 Partizipanten, Probanden. Ja, ob die Etude 5 Jahre dauert oder 6 Monate, die Statistik wird sich immer nur auf 44.000 Probanden beziehen. Das heißt, von dem Aspekt hier ist da kein Unterschied, ob das mehr sehr gegangen ist, ob das mehr losgegangen ist. Bei der Produktion, ich hatte davon geschwärzt, haben sie schon angefangen zu produzieren, obwohl sie noch gar nicht wussten, ob ihren Impfstoffkandidat je ging angesetzt ging. Das sind natürlich immens Kosten. Aber die sind hier akzeptiert gehen, sie gedroht gehen. Auch die ganzen Behörden haben geholfen, für den Prozess mehr zu machen. Sie haben Resultate schon laufenden Band sozusagen analysiert, und nicht recht ganz zum Schluss, wenn das Dossier angeregt ging. Was die Etude selber anbelangt, aber was Sicherheit anbelangt, das ist auch noch wichtig. Zum Beispiel die amerikanische Agenz vom Medikament hat ja gesagt, also hier Kondition ist, dass mindestens Teilchen von denen, die den Impfstoff an der Etude kriegen, dass die schon mindestens 2 Monate zurückleihen der zweiten Dosis. Weil wir wissen aus Erfahrung, dass wirklich die Reaktion kommt, wenn ihr geimpft das an den ersten Woche bis ersten Monat, vor allem an den ersten 2 Monaten. Und die dann hatten wir ja schon. Das heißt, hier ist gut kein Aufstrich und Sicherheit gemacht. Auch ist es so, dass bei den Etüden die statistische Auswertung an Sicherheitsdonnen, die Effekazität wird nicht von der Firma gemacht. Das wird von unabhängigen Komiteen und Kommissionen gemacht. Aber wenn sie dann angeregt gehen bei der amerikanischen Agenz, die sind nach einmal unabhängige Experten dabei. Und da gehen öffentlich Unheerungen gemacht. Da sind dann Advokaten, Schulmeister, Philosophen, normale Bürger dabei. Nachdem den Impfstoff dann zugelassen ist, konditionell an Europa, ist eine Surveillance. Das heißt, jeder, der den Impfstoff kriegt, wird surveilliert. Wenn eine Nebenwirkung auftritt, dann wird sie erfasst, sie wird enregistriert, das wird international kommuniziert. Das heißt, Aufstriche und Sicherheit sind ganz sicher kein gemacht. Es wird auch öfter mal behauptet, dass der Impfstoff von AstraZeneca ein Impfstoff zweiter Klasse wäre. Ja, ich kann verstehen, dass den Eindruck entstanden ist, und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die echte Analyse von den Daten von AstraZeneca war, dass gesagt ging, dass es 63% Effekazität. Nur so ein Leid, okay, guckt die RNA-Impfstoffe, die 95% Effekazität, das ist nicht die nämlich Liga. Nur ist es aber so, dass in der Zwischenzeit die Daten weiter analysiert sind und dass die gesehen hat, dass tatsächlich der Virus, also die Effekazität vom Impfstoff, vom AstraZeneca geht besser, was mehr Zeit zwischen der ersten Dosis und der zweiten Dosis liegt. Das heißt, wenn zwischen 2 Monaten, idealerweise 3 Monate zwischen den 2 Dosen liegen, da kommen wir bei einer Effekazität von 84%. Das heißt, bei 84% sind wir von den 90% schon nicht mehr so weit weg.
Und sogar mit den 63%, also es ist ja so, dass man weit über der Effekazität vom Grippeimpfstoff, den ist zwischen 40 und 60%, das heißt auch mit 63% sind wir deutlich drüber beim AstraZeneca-Impfstoff. Und wenn den dann auch optimiert, indem man den Dosierungsintervall zwischen erster Dosis, zweiter Dosis verlängert, und wir kommen auf 84%, da sind wir von 90% nicht mehr weit weg. Da können wir eigentlich aber trotzdem nicht von einer zweiten Klasse Impfstoff schätzen. Nach einer Theorie, die man relativ oft rakruten, ist, dass den Impfstoff zu Unfruchtbarkeit bei der Frau feiert. Wir hören noch mal hören, dass sie Männer unfruchtbar machen, größtenteils zirkuliert aber Theorie über Unfruchtbarkeit bei den Frauen. Ja, dafür gibt es gar keinen Grund, für das umzuholen. Das ist so, wir haben verschiedene Impfstoffe. Wir haben 2 RNA-Impfstoffe von BioNTech Pfizer, von Moderna. Dann haben wir schon 2 Adenovirus-Impfstoffe, die von AstraZeneca, die von Johnson & Johnson, die schon abgeregt, auch an Amerika. Für alle Impfstoffe wird den Hersteller separat hier Etüde gemacht, eben auch an den Tieren, für zu gucken, was das von der das kriegt, also nur nach fertil, was das von den Impfstoff an der Schwangerschaft geht, wird dann Einfluss auf die Schwangerschaft, auf die Kindchen, auf die Geburt, Komplikationen bei der Geburt, du hast nicht festgestellt. Wir haben gar keinen Grund zu erwähnen, dass da irgendein Problem sind, weil man muss ja sagen, die RNA-Impfstoffe, die sind ganz fragil, die RNA, und die Gio innerhalb von Puedech degradiert, innerhalb von den Zellen. Das andere, dass die RNA-Impfstoffe nicht an den Zellen kehren. Und sie sind sicher nicht integriert an die Informationen. Da kann noch etwas Lokales dabei. Das heißt, der Impfstoff wird an den Muskel injiziert. Und das ist ja nicht viel. Das sind bei Pfizer-BioNTech 30 Mikrogramm. Die landen dann am Muskel und gehen abgeholt von den Zellen, wo injiziert gehen das. Vielleicht auch von ein paar Zellen, was Lymphdrainage ist, ja, lokal, vielleicht an einem Lymphknoten. Aber mehr ist nicht. Die kommen ja gar nicht an Blut. Wie sollen die da bei den Fertilitätszellen kommen? Erstens kommen sie nicht bei Zellen, wo ein Einfluss hat auf die Fertilität. Und zweitens, sogar wenn sie bei die Zellen kommen, wenn auch irgendetwas da wäre von den paar Mikrogramm, ging es auch nicht machen, weil sie, wie gesagt, nicht an den Zellkern gehen und noch nicht integriert gehen an den Genom von der Zellen. So viel also zu den Theorien, die über den Virus kursieren. Und wir kommen zu der Frage, wo sind wir am Moment eigentlich drin mit den Impfungen? Die Regierung hat über die Europäische Union ein Kommando von 1 Million Impfdosen gemacht, was für alle Residenten auf Frontalien durchgeht. Das muss ich nicht gerade machen wie Kanada, die 4-mal mehr bestellt haben, wie sie wirklich Leute in ihrem Territorium haben. Muss ja noch daran denken, dass der Virus vielleicht noch mutiert in anderen Formen. Und das ist möglich, dass der Impfstoff muss, genauso wie bei der Grippe, angepasst gehen. Es stimmt, dass es bis am Anfang gelöst geht. Bis Ende März können Jean-Marie Halsdorf heute wieder gesagt, 36.000 Leute geimpft gehen, aber wir können noch nicht von 0 auf 100 durchstarten. Das hängt aber von einer Reihe Faktoren. Einerseits dürfen nicht nur E-Vaccin bestellt. Die UET konnte schon am Sommer am Auftrag gehen, und zu diesem Zeitpunkt war er nicht gewusst, was für Vaccin als echt Zulassung die kriegen. Aber weil ich nicht will, ob E-Pad sitzen, dürfen bei 6 verschiedenen Herstellern bestellt. Das ausgerechnet Vaccin von BioNTech Pfizer und Moderna, die mit einer neuen Technologie entwickelt wurden, die echt wären, ich meine, das war schwer vorauszusehen. Andererseits musste die riesige Quantität von Vaccin, die weltweit benötigt gehen, aber auch produziert gehen. Keine Entreprise hat Kapazität für den weltweiten Bedarf zu decken. An der EU sind schon 2 Vaccine zugelassen, die mit den Lieferungen aus angefangen gehen. Also bald mehr Impfstoffe, auch noch von anderen Firmen im europäischen Markt zugelassen sind, wird auch mehr Vaccine disponibel sein, aber können wir auch mehr sehr impfen. Seit dem Gilles Baumsinger riert an der Chambre, gouf übrigens nach einem 3. Impfstoff zugelassen, geht auch schon zu Lützeburg angesagt. E 4. steht kurz vor der Zulassung. Die Strategie fängt also so los mit greifen und immer mehr Leute können geimpft gehen. Und ich sehe noch endlich nächst die Klanglucht Ende vom Tunnel. Wenn dir nach frohen Ummerkungen, Kommentaren habt, dann zeigt nicht für uns zu schreiben auf die sozialen Medien. Und für den Rest bleibt mir just noch zu sagen, merci für das Nullaustern, pass du auf, und bis an einem Monat bei einer neuen Kaffeespause.